ist guter Sound. Das neue Lied vom Lenzi. Trap Remix. Das ist ein Schlagzeug, müsstest schon ein bisschen lauter machen. Weil das Ja. Schau mal, du schnell, vielleicht bringst du es umgesteckt, ist es eigentlich. Ja. Jetzt geht's. Magic. Wenn der Lenzi auf Play drückt, dann geht was. Herzlich willkommen zum Podcast Einmal um die Scheiben. Heute zu Gast im Auto, der Lenzi von Lenzi und die Burm. Habe ich die Yeah. Hallo. Servus auf mein TV. Wir drehen jetzt eine Runde, wir fahren einmal um die Scheiben, hören ein bisschen in Songs rein und jetzt gerade hört der aktuelle Single von Lenzi. Und wenn ich da denk, was für Glück das ist, dass du halt alle um mich herum bist, kann ich nur hoffen, auch wenn's doch mal ringt, dass du für mich das bleibst, was bist, ein Geschenk. Halt sing noch an aufs Leben, auf die Zeit, auf das Licht, das für uns scheint, auf das Alles und auf die, das mich mag, so wie die. Wir sind nicht lauter wie jetzt Feuerwerk, damit wir's am gernsten feiern. Noch an aufs Leben, auf die Zeit, auf das Licht, das für uns scheint, auf das Alles und auf die, das mich mag, so wie die. Wir sind nicht lauter wie jetzt Feuerwerk, damit wir's am gernsten feiern. Das ist eine Sache, die so viel einfach ist. Aufs Leben? Auch wenn's im Leben dir nicht. Wir müssen jetzt auf die Nummer kommen. Ich weiß nur mal, Weißt du? es war ein Tag und ich bin im Studio gehabt und hab wahrscheinlich so vor mich hingewurschtelt. Ich kann nicht mehr sagen, wann genau heuer das ich gemacht habe. Aber manchmal gibt es so Momente, da macht man halt und dann hat man so erfreut, dass man gar nicht mehr aufhören kann. Aufs Leben halt, gell? Ja. Lenzi und die Burm, jetzt muss ich schon fragen, wo sind die Burm heute? Wie geht's die Burm? Ja, die haben keinen Platz. Ja, kein Platz. Nein, die sind vermutlich alle in der Arbeit, schätze ich mal. Also sind ja alle außer ich fleißige Arbeiter. Mhm. Und also das beantwortet ja schon wahrscheinlich Ja, die das Frage. passt Ja. Du bist aber auch ein fleißiger Arbeiter, weil du produzierst die Songs alle selber, nimmst das auf im eigenen Studio, mischst das ab, Ja. ladst das hoch, vermarktest das. Bist eigentlich der Dreh- und Angelpunkt von der Band, aber immer schon als Lenzi und die Burm unterwegs. Jetzt haben wir gesagt, wie viele Jungs sind dabei? Also wie viel seid ihr? Insgesamt haben wir 5. Und dann haben wir immer nur unseren Mischer dabei, einen Markus, dann sind wir 6. Okay. Mischer ist ja der wichtigste Mann fast, gell? Weil nach Also- draußen klingt es nur gut mit einem guten Mischer. Ich finde mindestens so wichtig wie wir alle, die in der Band sind. Also, das ist halt echt cool, wenn einfach du weißt, dass der Sound, der vorne rauskommt, einfach passt und du dich auf das und ich mich auf die Buben konzentrieren kann und schauen kann, dass die alles gescheit machen. Ja, voll. Du, jetzt machst du schon ganz lange Musik. Ich habe vorhin Spotify reingehört, da geht es ganz weit zurück. Mit Aloha. Aloha war damals 2012, meine ich, ist das rausgebracht, oder? Kann sein. Kann sein. Ja. Wie ist es losgegangen mit der Band? Wann hast du angefangen? Deine ersten Schritte in der Musik waren? Das erste Lied, also so losgegangen mit Lenzi und die Burm ist auch irgendwann, ich glaube Ende 2010 oder so, da hat mich der Auer Andi aus Bergen, der da den Laden Bergen mittlerweile betreibt, der hat mich gefragt, dass der Stefan Dettel eine Vorband in Kufstein suchen darf und ich habe da schon länger mit dem Andi zum Tag gehabt und der hat halt die Lieder kennt, die ich mache und dann hat er gesagt, ja, ob ich da nicht Bock hätte, dass ich eine Vorband mache und dann habe ich einfach einmal Ja gesagt und habe dann Bini angerufen, der damals Bass gespielt hat und einen Archie, der halt nur Schlagzeug gespielt. Und so haben wir dann zu dritt in Kufstein eine Vorband gemacht und so ist es dann losgegangen, quasi mit Lenzi und die Burm. Geil. Und da habt ihr zu dritt angefangen. Ja, genau. Ah, Ich glaube okay. 3 Lieder oder 4 haben wir, oder ich glaube 3 haben wir kennt. Nein, 4 werden es vielleicht gewesen sein. Und da haben wir halt so, keine Ahnung, eine halbe Stunde spielen dürfen. Und war voll irre. Ich habe meine Gitarre vorher nur zum Spätzi zum Stimmen gebracht, weil ich das nicht mal das kenne. Echt? Und der hat mir dann gestimmt. Aha. Weil ich mir da so eine mordsbärige Floyd Rose Gitarre gekauft, wo halt mega scheiße zum Stimmen ist, wenn du es nicht kannst. Okay. Also du musst hinten, weißt du, oder? Dieses, was du Ich hab gar nicht festziehen gespielt. musst mit so, ja, das habe ich mir eingebaut mit meinen 3 Akkorde, brauche ich so eine Heavy Metal Gitarre und dann habe ich es halt nicht stimmen können und wie gesagt, habe die dann von dem Spätzi halt stimmen lassen Ja. und dann nach Kufstein gleich den fetten M das war damals die Rockstar Band von Stefan. Rockstar Stefan Dettel. Ja, Ja, geil. Gut.
Und wie ist er dann auf die gekommen? Hat er was gehört von dir vorher? Oder der Ja, Spezi hat dich dann gefragt, ob du da Vorwand machst? Und was hat es da schon gegeben an Lieder von dir? Oder? Lauter so Schnipsel, also ich glaube Aloha Aloha und in dem Demit sind mit die ältesten Sachen. Franzi ist auch eins von den ältesten Lieder. Ja, sowas. Und schon ist er auf die große Bühne gegangen. Ja genau, jetzt haben wir halt dann versucht, das was ich am Computer damals halt so für mich zusammengeschustert habe, zu dritt dann, ich glaube ein oder zwei Proben haben wir, ich glaube eher eine, dass man das halt irgendwie, aber das hat auch sofort Spaß bisschen gemacht geübt. und funktioniert, ja. Gut. Ja, du, so läuft's dann. Und heute füllst die Festzelte und bist gestern unterwegs mit 5 Jungs dann sozusagen. Jetzt war ja eigentlich geplant gewesen, dann Jubiläum, gell? Das Ja, ist das genau. erste Mal Ja, in der Muffathalle. Aber das kommt schon noch. Freuen wir uns schon drauf, dann sind es gute 10 Jahre. Ja, das hängt sich an die Bank gehabt. Ja, jetzt muss ich dir eine Geschichte erzählen. Und zwar bin ich auf die gekommen, schon vor ewigen Zeiten, als mein Bruder vom Konzert gekommen. Zirkus Krone, La Bass Banda und ich habe das Vorband gemacht. Und dann ist er heimgegangen und gesagt, ja Maxi, da gibt es ein Lied, da gibt es eine Band, die ist total cool, ich habe mir gleich die CD gekauft, die singen da ein Lied und da geht es ums Nasenbohren. Ich habe gesagt, das ist so gut, die haben es immer gespielt. Und das ganze Album rauf und runter gehört. Wie seid ihr auf das Lied gekommen? Wie ist das entstanden? also das habe ich, da fahren wir jetzt gleich vorbei sogar, wo das entstanden ist. Okay. Und ich, Warte, wir sind wir jetzt in... Niederaude. Also Niederaude. da bin ich aufgewachsen. Okay. Und da rechts ist jetzt gleich quasi mein Elternhaus und da habe ich ganz oben in der, also da war das noch nicht so gebaut, wie es jetzt gebaut ist, das war dann mehr so Dachbodenwohnung. Und da habe ich vorne, jetzt, oder? ja genau, da rechts von vorne aus, hier habe ich mein Studio quasi gehabt. Also im Schlafzimmer, wo ich halt quasi alles Bett und Schreibtisch alles da jetzt gemacht. Aber warum und wie, also das passiert bei mir einfach. Da sitze ich da und mache irgendwas. Und damals war ja auch noch gar nicht der Gedanke, dass das außer mir irgendwann wer anders anhören darf. Ja. Und deswegen haben da die Texte, glaube ich, auch schon wesentlich einfach nur mehr aus dem Bauch raus, wie es vielleicht jetzt dann nach 10 Jahren oder so manchmal passiert. Ja, merkt man schon, da hat es sich schon extrem auch weiterentwickelt jetzt von den Texten her, aber der Text ist auch gut. Und um 12 Uhr bist du zum Wirt gegangen, oder? Wird wahrscheinlich so wissen. Da hab ich mich dann zu um 12 Uhr. Jetzt kann Jetzt fahren wir mit dem ab, oder was? ja genau, jetzt kann man da links reinfahren. Da links Ja genau. Dann fahren wir durch das schöne Niederaude Waren wir im Schein. und da geradeaus dann. Aha. Machen Und dann kommen wir nämlich an eine kleine Kirche von Niederaude vorbei, da habe ich mal Orgel gelernt. wir. Wir müssen die Kamera fast umdrehen, gell? Aber das macht es noch ein bisschen spannender. Ja. Und da fahren wir geradeaus. Da genau. kommt jetzt ein Pudel im Video. Da hast du Orgel gelernt. Ja genau. Wie bist du denn da dazu gekommen? Der Ja. Ministrant, der gleichzeitig ist der Orgelspieler ausgefallen und du hast gespielt. Nein, das hat mir irgendwie, glaube ich, hat mir das irgendwie gefallen, das Instrument, aber leider muss man da echt fix Noten kennen. Und man muss mega fleißig sein und wirklich üben. Das ist beides nicht meins. Also ich glaube, ich bin schon mittlerweile fleißig, aber so stur an ein Instrument hinüben, das ist nicht so wirklich mein Ding. Und da habe ich halt dann 2 Jahre das versucht zum Lernen und der Orgellehrer hat wirklich mit Geduld mich ertragen. Und ja, mehr weiß ich jetzt nicht dazu zu sagen. Aber das, Ja, war aber da das auf hast du jeden eine Zeit Fall. lang gelernt sozusagen. Ja, genau. Okay, und bis heute spielst du nur in der Kirche. Nein, Jeden Sonntag. ich habe mal noch eine Taufe gespielt, aber ich bin so aufgeregt immer vor sowas, Ja, dass ich weißt du genau zuhören, alle, keinen gell? Ton mehr zusammen. Ja, eigentlich eher nicht, weil ich sehe ja kein Mensch. Du bist ja voll oben. Und, Nee, bei jedem Fehler hörst. Ja. Und deutlich mit Hall und Co. Oder? Ja, was auch brutal ist, die Verzögerung halt. Die Leute singen, dann mal so ein bisschen langsam, weil du ja so weit weg bist auch von den Leuten. Ja, von Hause schon ein Delay und kannst es nicht Ja. einschätzen. Nein, das ist also, aus mir ist kein Organist geworden. Aber es hilft ja trotzdem beim Komponieren, oder? Auf jeden Fall, gerade habe ich sau viel so schöne alte Orgelstücke kennengelernt. Also höre ich ja nach wie vor noch gern. So die großen Komponisten, von was halt einfach so gegeben hat. Gibt es einen Orgeltipp?
zum Neuhören, für alle, die zuschauen? Oh, also so, boah, da trauen wir jetzt gar keinen einfach so rausblasen. Ich glaube, da ist auch viel spannender, wenn man sich da einfach mal drauf einlässt und das alles so ein bisschen. Genau, rechts, Entschuldigung. Alles so ein bisschen auf sie wirken lässt. So, jetzt lassen wir wieder was auf uns wirken. Und zwar ein Lied habe ich die gesehen beim Heimatsound-Festival 2018. Ja? Rezept. Ziehen wir es rein. Da muss man ein bisschen mitpfeifen. Haben sie alle mitgepfiffen damals, oder? Die waren recht brav, ja. Also, ja, das war eine irrsinnig schöne Stimmung. Du behandelst andere Leute, als war das nichts wert. Für die Zeit nur was bringen, quasi Nutzen ist gleich wert. Verbringst die meiste Zeit mit dir und überlegst nie lang, dass keiner etwas geschenkt kriegt und dann kämpfen muss. Und dann siehst das neue Auto, die neue Freundin ins schöne Haus und nutzt so lang Bekanntschaft und die Vorzüge voll aus. Wenn's dann aber dir verwehrt oder wer was braucht, bist du schon lang beim nächsten, der fest auf deine Freundschaft baut. Für einen wie die gibt's kein Rezept. Du bist und bleibst ein Depp. Das ist ja fast besser als das vom Einblick. Na, du hast sie geschafft. Für einen wie die gibt's kein Rezept. Du bist und bleibst ein Depp. Du hast so viel verkauft und hast sie geschafft. Na, du hast sie geschafft. Spannend tust du gar nichts und vom Spiel braucht man nicht drehen. Ich meine, ich war viel im Heimatsound-Festival, habt ihr schon zweimal gespielt, hast du gesagt, gell? Das Ja, erste genau. Mal war. Das war 2016, glaube ich. Und es war Wahnsinn. Da habe ich leider damals schon Wacken-Festival gebucht gehabt und da war ich dann mit meiner Freundin bis Vormittag, bevor wir quasi da in Oberammergau dann gespielt haben, und dann sind wir heimgeflogen von Wacken, von Hamburg. Okay, da hast du einen Stress Direkt gehabt. vom Festival. Nein, eigentlich gar nicht. Das hat sich irgendwie total cool angefühlt. Damals war Fliegen auch noch nicht so schlimm. Vom Wacken zum Heimatsound-Festival. Ja, genau. Ja, Wieso war Fliegen noch nicht so schlimm wie jetzt? Was meinst du? Nein, das war schwierig. Ich rede auch oft viel Schmarrn. Also das war damals schon nicht so ideal, aber es ist halt geschehen. Jetzt müssen wir nach links, Da fahren wir jetzt links, da ist Gasthof Kaiserblick. genau, Jetzt fahren wir links, weil jetzt wohnst du in Kiefersfelden, gell? genau. 4 Kilometer steht da noch. Ja, da fahren wir jetzt halt ein bisschen einen Feldweg, also einen geteerten. Okay. Das ist schön. Da dürfen wir sonst nicht fahren, da darfst du fahren, oder? Nein, da darf jeder Da fahren. fahren. Wir dürfen durch den Ich hab Tal. da keine anderen Rechte. Okay. So, was haben wir noch? Gibt so viele gute Sachen, da wirst du gar nicht fertig auf Spotify. Du bringst mich ja zum Erröten. Ja, nein, aber es ist tatsächlich so. Da gibt es Alben noch und nöcher. Müsst ihr erst mal durchhören. Jetzt auf der ganzen Hinfahrt habe ich schon durchgehört, aber Aloha ist das, was am beliebtesten ist auf Spotify zumindest. Oder? Kann man sagen. Da hören wir jetzt Genau. da noch schön. Gibt es bestimmt ein paar Fans. Und am Anfang Glockenspiel mit, oder? Wir müssen dann da jetzt rechts sein. Rechts. Die nächste. Das haben wir ganz Aloha. Ich sitz an meinem Küchentisch, Aloha, Aloha, Aloha. Du bist ein Rosentor, da hab ich was zum Tor. Bis die Rosen sauer und die Uhr endlich
Riesenadler gerade, das haben wir nicht gesehen. Ist ja noch da, der Adler. Da werden wir schnell stehen. Ja, da hinten hockt er. Jetzt siehst du nicht mehr so gut, aber wir haben sau viel so tolle Vögel. Ja, da kommen wir auf eine Geschichte. Wir haben mal telefoniert vor ein paar Wochen. Und dann da ist Wir zwei? Ja, wir zwei haben Aha. telefoniert. Und da Ja. ist es um einen Beni gegangen, um einen Halberer. Und dann habe ich dich gefragt, was tust du denn gerade? Ja, ich sitze gerade draußen und schaue die Tauben zu. Ah ja, genau, weil wir so ein Paar Türkentauben haben. Türkentauben haben sie. Mhm. Gut. Und die haben dich auch inspiriert in dem Moment wahrscheinlich, ne? Entspannt. Ich schaue gerne Tiere an. Miezi hast du daheim, gell? Hast du schon kennengelernt? Ja, genau. Ja, Franz ist leider gestorben, also rechts was war. Jawohl. Franz ist gestorben, okay. Beileid. Ja, also vor 3, nein, das ist auch schon länger, ich glaube bald 4 Jahre. Das ist der quasi das Franzi-Liedl inspiriert hat. Mhm. Die grenzenlose Liebe zum Franzi quasi. Also den habe ich schon wirklich echt wahnsinnig Geliebt. gern Menge. Den hast du von klar auf gehabt wahrscheinlich, ne? Ja, den habe ich glaube seit ich 6 war. Müssen wir uns fast durchhauen. Magst du ihn mal schnell her? Ich habe alle Lieder von dir da gesammelt, schau. Ja, das ist ganz. Gut vorbereitet, wie ich bin. Jetzt müssen wir rechts. Da ist er. Da ist er. Es gibt ein Tag, oh, es gibt ein Tag, da wünscht ich mir einen Hund. Es gibt Tag, da möchte ich auch Giraffen. Doch mir fehlt ganz deutlich das Geld. Ich hab keinen Stall und für den Hund keinen Platz. Aber dann kommst du daher und schmust mit mir. Ich streich dein Face, wird jeden Tag noch härter. Oh Franzi, du bist mein liebste Katz. Ein Futter hat in dein Beicherl allweil Platz. Und ich wiss nimmer weiter und ich wiss nimmer aus, wenn der Franzi nimmer wart vor unserem Haus. Irgendwo sitzt der unten. Ja, auf jeden Fall. Ja, ist witzig, wenn man das jetzt, ich hab's schon ewig nicht mehr angehört. Schönes Lied, welche Katze hat schon ein eigenes Lied, gell? Ich glaube, er weiß zu schätzen. Ja. Das stimmt. Ja, was gibt's noch Interessantes, Linzi? Wie gesagt, die gibt's schon ewig. Ich verfolge die ja schon länger. Jetzt haben wir jetzt zu lang gefahren, oder? Wir dürfen, nein, jetzt pass auf, wir dürfen jetzt nächstes Jahr hoffentlich einmal gemeinsam spielen. Ja. In einem Zelt drin am Chiemsee, gell? Ist das schon safe? Ich meine schon. Ja. Ja. Geil. Wenn nicht, vielleicht ist es jetzt dann eher safe. Hiermit nochmal an die Anfrage, dass das hoffentlich klappt nächstes Jahr. Dann schauen wir mal, wie es wird. Und ja, Gitarre ist dein Instrument, Orgel haben wir schon mitgekriegt. Du spielst aber auch wahrscheinlich auch ein bisschen Schlagzeug, weil du nimmst ja die Songs ja komplett auf, oder? Es ist so, es geht so. Also ich programmiere meistens eigentlich Schlagzeug. Mittlerweile ist der Computer ja wahnsinnig weit. Und man kann's, also ich kann schon, da beim Franzi, da habe ich es selber gespielt, aber das haben wir auch. Und Mit viel Gefühl. Ja, genau. Passt. Rechts, oder? Rechts, genau. Gut. Und jetzt weiß ich gar nicht, was ich sagen wollte. Ja, Du also, hast auch alles eigentlich selber gespielt dann sozusagen. ja, also bei die Aufnahmen ist wirklich fast alles selber gespielt. Da fahren wir jetzt links, bitte. Dann kommen wir zum anderen Thema, und zwar zu dem größten, schönsten Auftritt, den du jemals gehabt hast. Gibt's da einen? Nein, nicht wirklich. Also es hat immer. Also ich kann mich sowohl an die kleinen Konzerte, zum Beispiel beim Huppi, erinnern, wo magisch gewesen sind, miteinander, was ja jetzt gerade unvorstellbar ist, miteinander ganz nah
einfach zusammen sein, mit 50 Leuten vielleicht bloß. Und, Intime Geschichte. Totale schöne Erinnerungen. Da waren wir jetzt auch mindestens schon 8-9 Mal beim Hobby. Und jedes Mal, und da werden wir auch wieder spielen. Habe ich das richtig im Kopf? Da ist die Konzertlocation in der alten Kapelle. Nein, das ist ein altes Wirtshaus. Wirtshaus. Richtig alte, mit einer richtig alten Seele einfach, die Bude. Also richtig geil. Und genauso schön sind so große Sachen wie Kimsey Summer, wo wir gespielt haben, wo man sich immer vorgestellt hat, wie wird das mal, wenn man da spielt. Das war zauberhaft. Aber auch natürlich das Heimatsound Festival oder kleine Festivals wie das Luckstock Festival in Oberauldorf, mega. Also gibt es wirklich keinen Favoriten. Also jedes Konzert für sich was Besonderes. Wenn die Stimmung passt und Leute da gerne beieinander sind, oder? Voll. Ja, jetzt gerade kommt mir vor, wenn man so ein bisschen abstinent davor ist, dass man oft auch ein bisschen vergisst, vielleicht wie unselbstverständlich das so ist, mit Leuten zusammen ein Konzert zum Erleben, die wo wirklich kommen, weil die deine Musik gern hören. Also das ist ja eine ganz große Ehre. Wenn die Leute kommen und deine Songs hören wollen. Ja. Wenn man jetzt mal nur dich als Produzenten ein bisschen unter die Lupe nimmt, wenn man vorhin schon ein bisschen geratscht, aktuell bist du am Produzieren für eine ganz geile Band. Monobo Son, oder? Genau. Darf man schon sagen? Das weiß ich nicht, aber wenn nicht, dann schneiden wir es raus. Genau. Nein, das war jetzt eine riesen Ehre und wunderschöne Zusammenarbeit mit den Jungs, dass ich da den kompletten Prozess quasi mit dabei sein dürfen habe. Und auch ganz viel Vertrauen von Manu da geschenkt gekriegt habe. Das ist wirklich cool. Also ganz eine schöne, eigentlich schöne Sache, die trotz diesem verrückten Jahr heuer passiert ist. Ja, jetzt bin ich gerade überlegen, jetzt fahren wir uns gerade fahren aus. oder was? Nein, Du kommst von da. Aber man kann sagen, das war tatsächlich dann eins von den Highlights in letzter Zeit, oder? Muss man das Licht gleich ummachen, wenn es ein Highlight war, oder? Ja, genau. Nein, es war, ja, mit Sicherheit ein Lichtblick heuer. Ein Lichtblick heuer. Das lassen wir jetzt gleich um, es wird nämlich auch nicht dunkel, dann sieht man es ein bisschen besser. Ja. Ratschen wir noch ein bisschen, oder? Du, und es gibt ein Lied, da bist du der Texter von dem, das eines von den bekanntesten Lieder, kann man sagen, die es auf Badisch gibt. Das ist die Heidi, oder? Genau. Ha? Da hast du den Text geschrieben, oder? Stimmt das? Ja, das stimmt. Und das ist bis heute ein Hit, eine Wiener Party. In Playlisten spielt Django 3000 und da hast du früher auch mal mitgespielt, oder? Ja, genau. Gut? Der ist auch Wahnsinn, wenn man sich das im Rückblick anschaut, was der immer wieder kriege ich Nachrichten oder so, oh, da kommt Heidi, und auch was das im Rückblick für Dirn aufgemacht hat, dieser eine Titel einfach, also verrückt, wie das dann alles oft so geht. Hat es die Heidi wirklich gegeben? Nein, die Heidi hat es nicht gegeben. Also das war, ich bin auch auf das durch den Auer Andi damals gekommen, der hat uns da damals connected. Der Rest ist Geschichte. Der Rest ist Geschichte. Das Ist fast ein Jahrzehnt her, oder? Kann man sagen. Ja, das ist. So lange gibt es das Lied schon. Da müssen wir jetzt fast mal schnell rein. Wobei, das kennt ihr ja daheim auch. Heidi, und es gibt eine Wirtshausversion, oder? Mhm. Die singst du und die läuft da im Radio nach wie vor, gell? Ich singe beide. Also ich bin auch bei der. Geil. Bei der normalen hört man meine Stimme noch. Und du schreibst für andere auch Texte? Hin und wieder. Also ich tue mir da auch nicht so leicht, dass mir jetzt für alles was einfällt, aber jetzt mal links. Jetzt fahren wir links. Jetzt sind wir fast schon wieder daheim, oder müssen wir noch ein bisschen weiterfahren? Nein, ich würde sagen, alles Weitere hört sich auf Spotify und Co. und auf YouTube. Möchtest du noch was sagen zu neuen Projekten, was ansteht oder auf was du noch Bock hättest, auf was wir uns freuen können in Zukunft? Solo-Projekt gibt es nicht, weil Lindsay und die Burm ist der Passion, gell? Ja, ich werde nur ein paar harte Beats droppen in nächster Zeit. Harte Beats droppen, macht euch gefasst drauf. Und danke, dass ich meine Sachen verzeihen dürfen habe. Du, gerne. Und für deinen Einsatz für die bayerische Mundartszene. Schön, dass du mitgefahren bist. Waren wir am Chime. Hat mich auch gefreut in diesem Sinne.
Jetzt kaufen wir uns eine halbe, oder? Yes. Gehen wir ins Wirtshaus, ist gerade schwierig, aber auf eine Abstandshalbe gucken wir uns jetzt so zusammen, vielleicht Also fällt uns sogar ein Lidl ein. Jetzt bringen wir die Woche, ne? Genau. Alles klar. Also macht es gut, einmal im Chime, bis zum nächsten Mal auf MyTV. Haut's rein. Servus. Und eins hören wir noch am Schluss, oder? Tust du noch eins her? Abschluss. Pass auf. Bevor wir abbiegen. Was haben wir denn? Was ist denn dein Lieblingslied von dir? Gibt's das? Kann man nicht sagen, gell? Nein. Lagerfeuer müssen wir noch hören. Das ist ganz unten, schau mal. Das ziehen wir uns noch rein. Lagerfeuer. Ja. Jetzt ist es egal. Yeah. Da ist schon wieder nichts, oder? Nein. Gut. Da gibt es einen Bahnübergang, mit dem müssen wir noch drüber fahren. Ja. Ganz langsam. Feuer brennt, so eine schöne Nacht, so schön wie's Feuer brennt. Alles was mich einen ganzen Tag so geärgert hat, lad ich ganz einfach in deinem Feuer an. Die Scheitel brennen und die Glut tut gehen, wir den laut singen und die Zeit verlieren. Die Funken steigen mit die Stirn ums Licht, ich bin gespannt wie lange das Feuer heute noch geht. Hock die Zauber, nicht rauschen, sind wir vorbei, hast du gesagt. Ja. Was ist da früher gefahren worden? Zement. In diesem Sinne haut's rein. Geh nicht aus, du scheinst Feier.